Der Tannzapfen, Teil 1. Hinter alten Bäumen hat sich ein graues Haus versteckt. Das war ganz von Reben überwachsen, hat ein lustiges Türmchen auf dem Dach, kleine altmodische Fensterchen und grüne Fellläden. In diesem Haus haben zuunterst Glausers gewohnt, ein älteres Ehepaar mit schon grossen Kindern, die nur noch hier und da heimkamen. Im ersten Stock Rieders, eine Familie mit 2 Kindern, einem Bub und einem Mädchen. Im zweiten Stock Brenzikoffers, ein Ehepaar ohne Kinder. Und zuoberst Frau Hässig. Von Zeit zu Zeit ist sich Frau Hässig bei den Rieders beschweren wegen den Kindern. Sie machen zu viel Lärm, die Türen schletzen, trogeln die Stegen auf und ab. Engeli waren sie nicht, der Michel und das Meierli. Die Türen hätte man sicher säuferlicher zutun. Im Stegenhaus hätte man leislicher sein, aber eben, «Sei doch Kinder», hat Frau Rieder gesagt, als sie hinten wieder mit der Frau Hässig im Stegenhaus zusammengeputscht ist. «Kinder», hat sie geschnauft. «Kinder, Frau Rieder, muss man erziehen. Ich hoffe, ihr habt mich verstanden, sonst müsste ich mich dann noch bei der Hausverwaltung melden.» Mit einem verdrückten Seufzer hat Frau Rieder ihre grosse Drucke hineingetragen in die Küche und sie dort auspacken. Goldige Sterne, Tannzäpfe, Kerzenhalterli und Straublümchen sind zum Vorschein gekommen. Die Kinder haben sich auch suchen gelassen, helfen Noschen und «Ah» und «Oh» gesagt. «Oh, der grosse Zapfen», hat das Meierli gerufen und einen riesigen Tannzapfen aufgehebt. «Da könnte man noch Streublümchen reinstecken», hat es gemeint, und schon gerade damit angefangen. «Ich weiss nicht», hat Frau Rieder zweifelt. «Für auf einen Kranz ist der doch schon fast zu gross.» «Darf ich ihn haben?» hat das Meierli Leitung gefragt. Die Frau Rieder hat die Achseln gezuckt und gemeint, «Hey Mira, aber hilf mir jetzt, den Adventskranz fertig zu machen. Wo hast du den Faden?» Als der Kranz fertig war, hat das Meierli noch den Tannzapfen mit Straublümchen geschmückt und nachher die Drucke wieder zusammengepackt und in den Keller herabgetragen. Und auf der Stegen ist sie schon wieder der Frau Hässig begegnet. «Guten Abend, Frau Hässig», hat sie freundlich gesagt. Aber die hat kein Wort gesagt, hat nicht umgeschaut, ist am Stegengeländer nachher Tritt für Tritt auf. Auf dem Bödeli ist das Meierli bleiben stehen und hat der Frau Hässig nachgeschaut und hat die Zunge rausgestreckt, so weit, wie sie nur mögen. Schüsst in dem Moment, wo sich Frau Hässig umdreht und hinterher geschaut hat. Das Meierli ist dieser Wehr geklüpft, dass sie beim Davonjuffeln den Tritt nicht recht verwünscht hat und mit der Drucke die Stegen abgestolpert ist. Als die Drucke versorgt hatte und wieder oben war, hat so der Tannzapfen gemustert und, halber aus einem schlechten Gewissen, halber weil erst ein Advent war, gefunden, es könnte den Tannzapfen der Frau Hässig schenken. Es ist das Stegenhaus aufgedüsselt, hat der Tannzapfen auf das Dächeli vor der Tür gelegt und ist hurtig wieder runtergesprungen, gegen 2 Drittel auf einmal. Es ist gerade zur rechten Zeit gekommen. Die Kerzen auf dem Adventskranz haben schon gebrannt. Das Meierli und der Michel sind ihre Blockflöte reichen und haben probiert, ob die Weihnachtslieder von fern noch gingen. Da hat es geläutet. Frau Rieder ist aufgestanden, aufmachen. Frau Hässig ist von aussen gestanden. «Entschuldigung, Frau Rieder, ist das euer Tannzapfen?» «Ja, aber...» Weiter ist sie nicht gekommen. Frau Hässig hat sie unterbrochen. «Das Stegenhaus ist einfach kein Spielplatz, Frau Rieder. Merkt nicht das. Ich wüsste nicht, was euer Kind bei mir oben zu tun hätte. Ich will festgestellt haben, dass ich in aller Form euren Kindern mein Stegenhaus verbiete. Ab sofort!» Der Tannzapfen ist von meiner Tür gelegen. Ich hoffe, das war das letzte Mal, dass ich euer Kind bei mir oben vermuten muss, Frau Rieder. Sonst muss ich dort die Hausverwaltung verständigen. Gute Nacht. Die Frau Hässig ist schon die halbe Stegen auf, wo die Frau Rieder endlich leisli «Gute Nacht» hat gesagt. Jetzt musste das Meierli natürlich Auskunft geben, wie der Zapfen zu der Frau Hässig sei gekommen, und es hat alles haargenau erzählt. Zum Schluss hat es noch gemeint, «Dieser dummen Zwetschge gebe ich ja dann nie mehr etwas.» «Braucht schon eine gesunde Dosis Dümme, für nur daran zu denken», hat der Michael brümmelt. Wahrscheinlich hat sie nicht gewusst, dass es ein Geschenk hätte sein sollen, hat Frau Rieder gemeint. Und der Herr Rieder hat gesagt, sie sei sich sicher auch nicht gewannet, Geschenke zu bekommen.